Goedemorgen. Het is goed je te zijn van ons morgens hier. En we kunnen top God dienen en God aanbeden hier en top zingen en zijn woord aankijken. We zijn jeder dag waar we Christen zijn, niet plus zondag oder zondag voormiddag. En aber hier is een fijne tijd waar we kunnen alle top zingen en God loven en ons in een andere moeder spreken. Ik denk er niet ver genoeg aan, maar ik wens we würden da aan denken en ons dat vernemen, wanneer we de kerk voeren, dat we wat met de hand brengen. Dat we wat met de hand gebracht hebben. Ik heb hier schon mal so gedacht, en nu wil ik me dat ook niet aufschieben, aber dat ja, kerk, dat wir de prediger, de verzinger, de zinnerscherlehrer, die brachten wat met hem leren en die sollen ook, en die sollen zich ook zo anstrengen daartoe. Aber ik had ik wens me immer dat jeder een van ons checkt zichzelf zo aan dat we gaan wat met te brengen en dat fehlt aan ons alle hier. Een grote pot van de kerk zijn, dat is de gemeenschap en de spazier en zo wie dat staat, wat we alle bijdragen. We dragen alle daarbij bij. So, wat hast du van der mitgebracht? En manchmal brengen we bloß onze video met, of manchmal brengen we bloß een laadje schief met, en dat is ook goed. Dan waar we dat met brengen en waar we dat aan de gloten opvallen. So, jeder einer welkom hier. Ik freue mich, dat du hier bist. En we willen van der was hier an Gott zijn woorden aankijken en een Geschichte wat mij wertvoll is. En dat heeft met Jezus te doen, en heeft met Petrus te doen, en heeft met mij en die te doen. Waar we in de Bijbel lezen, waar we beten en om God zijn vragen. Himmlische Vader, we danken dir, dat du hier bist van deren, krijg nu, bist du hier mank ons. We geloven aan die, we geloven dat du de Welt gemerkt hast und dass du uns gemerkt hast. Und wir glauben, du hast uns hergeleitet von dir uns morgens. Du hast uns erholen, aber nu. Und wir beten, dass du von dir wirst mit jeder einem sein, mit dir, was voll Freiheit sind, und voll loven, und sich erfrischt fühlen. Wir danken dir dafür. En beten dat u wirst stärken en helpen dat wieder te brengen, den encouragement. Beten ook voor die wat zich ladig vallen doen, wat zich vol weiter aanvallen. Want er zonne is, ik bid dat u wirst aanscheren, dat u wirst helpen, dat u wirst die genood brengen. Op zo'n weg dat we vernemen kunnen en dat we kunnen dien woord, dien heilung, dien geest aannemen van der en wo immer, op wat immer van er steht wie zijn. We danken die voor dien woord en voor dien geest, wat ons reden deed, wat ons dien woord opmerken deed, wat ons die opmerken deed. Dankzij Jezus dat u best voor ons om kruis gestorven, wat dien bloed eraan deed voor ons. Dat die Leute verschlonen für uns, dat die Leute am Gesicht spielen für uns, und Leute doodquälen für uns. Wir können das nicht verstehen, bis wenn wir zu denken, dass die gleich zu uns sei. Das sei wie nicht wird, aber wir freuen uns sei dazu. Und von der und wir wieder bloß annehmen. Ich bete, wenn wir in der Osterzeit angehen, dass die dort wirst stärken en erfrischen in uns. En dat we werden kunnen alle dat hem geloven, met vrijheid aannemen wat u voor ons gedaan hast. Dat bid ik in Jezus zijn naam. Amen.
Afmal werden die bloß mal gecheckt. Das ist vielleicht nicht von je Frau. Die checken ja alle an mich, nicht so. Ich weiß nicht, wenn von jedem checken soll. Ich glaube, das ist ein Kartstütz hier, oder boven Eva. Aber weißt du, von was ich rede, manchmal, ich weiß, ich bin noch jung, ich weiß nicht, wie alt ich bin, vielleicht war ich 13 Jahre alt. Und dann wie ich an der Schule, da wir noch Freunde. Ich weiß auch nicht von was ich da und was ich dort ging. Aber nur war ich erst was an euch nehmen gedungen. Wenn ein von der älteren Jungs, der checkt bloß nicht mehr. Man, das verschmalt mein Hart ganz, nie weiß ich nicht. Und nur, dann bin ich nicht. Ich weiß auch nicht von was das wir. Aber vielleicht weit wir dann noch, als wir jung wären, oder uns deine Mom oder dein Dad, vielleicht hast du even erst was Schlechtes behalten, nicht? Und oder da wir noch mal so, unsere Kinder und unsere Partner. Auf Englisch hast du ein Saying, das sagt, if looks could kill, dann würde ich ja lang dort sein. Ich tue es an umgekommen. Wenn das wäre checken, wenn dort mich kann anbringen, dann würde ich das an umgekommen, nicht? Das ist nicht eine schöne Sache. Aber dann weißt du, von was ich rede. Manchmal ist es doch anders. Vielleicht wer der hat, ja, was haben wir? Es gibt viele verschiedene Wege, um einen Menschen zu checken. Wir haben es erfahren und manchmal da wieder. Und besonders, Gott sagt auf einer Stelle, die Bibel sagt, dass Gott wird uns mit seinen Uhr leiden. Wenn du an dort denkst, von jenen, was der Älteren sind, je weißt nicht, manchmal braucht ihr bloß nicht jene Kinder checken, nicht? Dann weiten der Krieg. Und was das nicht jetzt, nicht? Und weil wir das ist ein Geschenk von Gott, weil wir das reich brauchen. Und so, Jesus checkt auch noch uns. Und er sieht uns, dort, was wir wollen sein. Und er sieht auch dort, was wir sind. Und wir haben eine Bibel, und wenn wir zu der Außerzeit kommen, ich gleich an Messiah an Ostern zu denken, ich freue mich so, dass Jesus für uns gestorben ist. Und da fing wieder die Botschaft von Erlösung an. Und an der Geschichte, was wir fingen in der Bibel, da ist auch eine steht, wie Jesus mal nach wem checkt. Und dann wirst du auch krank. Und der Geschichte, was wir von der lesen, wenn du was, drei in der Bibel, nur Lukas Kapitel 22. Und du fing wie dort, dass Jesus, das ist Jesus, das Abendmahl hat gehabt, sie haben ein Passover gehabt, und von der sei wie dort, change dort im Abendmahl, sie haben entweder das letzte Mal da, top gegeten. Und da redet Jesus viel zu seinen Jüngern. Er weiß, dass er wurde ein Bild verloren. Und er sagt, er hat viele Dinge, er versucht, für some Dinge recht zu merken, und some Dinge mitzugeben, und klar zu merken. Und sie verstanden das auch nicht alle, aber Luther waren in vielen Dingen klar. Aber manch dort fing wie das, in Lukas Kapitel 22, Vers 31, fing wie das. In der Herr sagt, Simon, Simon, merkt ihr das? Soten merkt ihr das? Soten haft darum angeholen, jünt so als weit über ein Seef zu schacken. Soms jünt haben nochmal Hova gesaved oder so was es dort. Mir denkt dann noch, als ich ein kleiner Jung war, dann hat wir ein Seef tüß. Ich glaube, wir mit 2x4 und jeder zieht, dann ein ziemlich feines Seef. Und ich weiß auch nicht, was mein Dad war Seef und der erst ich weiß nicht, was das wird. Ich denke mir, ich bin zu jung, ich weiß bloß, dass wir ein Seef und ich kicke, was das da irgendeinen Klappen geben, und das schaut da durch. Das leicht mir sehr interessant. So, hier ist ein Seef. Manchmal braucht ihr ein Seef an eine Kerk, nicht? Was Mehl gesäft. Meine Frau liet mir mal Pannkuchen merken, dass man das Mehl erst säven, dann gibt es leckere Pannkuchen. Ich weiß noch nicht, zu was krieg, habe mich nicht studiert, aber ich glaube das gar nicht, aber wenn ich das gesprochen dann sage ich, okay, ja, das so muss ich
muss ich das glauben. Und so, was ist ein Zeef? Ein Zeef dalt Dinge ein. Nicht? Oder dat, ja, ich glaube, das ist, was wir wollen können sagen. So, hier sagt Jesus von einem Zeef. Zoten haft darum ongehouden, junt als wet über een Zeef te schaken. So, nu weer de Jünger. Hij sagt junt, so hij redet von alle Jünger. Zoten wel junt über een Zeef über schaken. Dat heeft zich vragen, niet? Wie würden ze denken, Gott dat? Hier sagt er, Zoten haft darum ongehouden, junt als wet über een Zeef te schaken. Aber, so dat heeft zich so schwierig, was wird da nicht kommen, nicht? Vers 32 sagt, aber ich, Jesus, habe für die gebet, dass du deinen Glauben nicht verlieren magst. So dat is Ding, wenn wir an de Proben ankommen, dat handelt sich immer, so denk ich, dat handelt sich immer an ons Glauben. Und some von uns, alle von uns haben schwere Dinge belebt. Some von uns, würde wir sagen, haben noch viel schwerere Dinge belebt als andere. Wir sind eben an Zeef gefahren. Und wem sind Zeef dort dann ist, kann wir nicht einmal weiten. Weil wir sind alle noch mal gesäft worden. Some von uns sind vielleicht von der und weil wir uns wie sind auf dem Zeef boven. Und das schadet und das rubbelt und das geht nicht so erscheint. Und das haben wir alle noch mal erfahren auf unsere verschiedenen Wege. Und aber hier ist das Ding, Jesus sagt zu Petrus, aber ich sagt, als er das sieht, das wird passieren, dann sagt Jesus, ich habe für die gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlieren musst. So dass das eine Versicherung ist, was wir haben, oder dass das eine Weide ist, oder dass das Umstände sind, was andere Dinge sind, das fällt sich mir so, das fragt immer an uns Glauben. Glaubst du an Jesus? Wirst du durch das Ding mit Jesus gehen? Wirst du Glauben haben? Oder wird dein Glauben stärker werden oder schwacher werden? Und das prüft sich manchmal. Manchmal komme ich bei der Stadt, wie wir so feiern, naja, Gott hat mich verloren, oder Gott ist nicht endet, oder was immer die Lehnisse sind, was uns ankommt. Jesus ist hier nicht so besorgt. Wie würden sie sagen, oh, dann nimmt das Zeef schön weg, Jesus tötet, wenn das so dann sein Zeef ist, so sich das hier und das, dann tötet schön das Zeef weg, weil wir nicht sehen. Weil wir die Jünger beschützen für das Zeven. Aber wie fängt das ab anders steht, noch in der Bibel, dass die Proben an uns Leben, die proben uns Glauben. Und wenn uns Glauben geprüft wird, und der durchdreht, dann ist der Glauben nur stärker. Und das ist das Ding von Josef worden. Und so Jesus ist hier bekämmert, okay, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass wenn du auf das Zeef bist, dass du nicht wirst den Glauben verlieren. Jesus betet dafür. Jesus betet von dir und auch noch von mir und dir. Und wenn du erst träg nur mir gekommen bist, dann stärkt deine Brüder. So da hier sich das, wenn wir bloß so einfach lesen, hier sich das, Petrus wird von Jesus weggehen. Aber Jesus wusste all das, er wird zurückkommen, wenn du erst zurückgekommen, wenn du erst über das Zeef, über bist, und du erst hast Trag gefangen damit, oder du erst am Trag fing bist, wirst du zu mir kommen, und dann will ich kann, dass du deine Brüder steuern. Und das wird ein Part von uns Zeugnis. Wenn wir gesaved sind, uns Glauben ist geprüft, dass sich das fragt, kann ich noch einmal glauben. Und wir da ewig sind, und wir uns zurück nach Jesus fingen, wenn wir das so wollen sein, dann auf einmal haben wir einen stärkeren, einen echteren Glauben, wir haben ein Zeugnis zum sein, guck mal, ich will ab dort Zeef boven, und ich bin da durchgekommen. Das ist das Schaft, das ist das für mich, wir, guck mal, Bruder, hab Mut. Petrus, Petrus sagt zu ihm, Herr, ich sehe rein mit dir an das Gefängnis in einem Tod zu gehen. Dann sagt Jesus, Petrus, ich sage dir, ehe der Hund von der Samarias krähen wird, wirst du dort in 3 Mal, wirst du dort all 3 Mal verloren haben, dass du mich kannst. Okay?
So Petrus, wie so erreicht, kriegst du, ich kann du für gesagt, oh, das wird mir nicht wollen. Das wird mir nicht passieren, dass ich die verlieren war. Ich war im Gefängnis mit dir und alles. Maar Jezus wist dat hier al. En dat is voor wat hij gebed had. Petrus, die was op een 7 opkomen. En dan wordt hij dat aan mijn gebed afhalen. Die wordt die geloven wat je prief zijn. En wanneer je strijd komt, dan start die Bruder. Oké, so dat we hier praat van oven wat ze dat op hadden. Dat is wat Jezus te Petrus zei. En Petrus gelooft dat niet, dat dit wordt passeren. Dat hij Jezus verlieren wordt. En Jezus wist dat over wat er passeren wordt. Zie dat is dat andere ding van Jezus. Hij weet dat van deren al wat van ze, we worden ever gaan. En hij weet dat al wat we nu her worden doen. Von den zwei denke ich manchmal so, Jesus ist nicht worried. Jesus ist nicht in den zwei ängstlich oder verklammert an die Dinge, was ich in die sind. Er weiß alles. Das meint nicht, dass wir nicht eine Wohl haben. Some würden damit dann glauben, okay, dann habe ich keine Wohl in meinem Leben. Aber Jesus weiß, was da passieren wird. Er weiß, was wir uns wählen wollen. So nur das, dann gingen sie nur den Garten Gethsemane und Jesus betet, die Jünger sollen mit ihm zu beten. Und der Petrus wird doch wohl mit dem Gefängnis gehen, der schreibt da an, der kann nicht mal mit Jesus zu beten, sodass er wieder sein Vernehmen riecht. Dann kam der und nahm Jesus fast. Und nu op einmal wie Petrus noch war abgewerkt und somebody fragt, hey, sollen wir unser Schwert nehmen, unser Massage? Wir haben Gewehr, wir sind nicht haltlos. Und so in der Bibel sagt, dass somebody fragt, dass ich weiß nicht, wer das wir, so Petrus wäre ein von den anderen. Und Petrus, der fragt halt nicht, er weiß, hey, hier ist das safe. Und er nahm sein Schwert und er hat den Monk. Und das ist wieder schwer denken, er hat den Messwem umgebracht. Und Gott hat ihn da beschützt, dass er bloß Jan sein Uhr gekostet hat. Jesus heilt er Fuß. Und dann nahm sie Jesus nun Paulus, nun hoher Priester. So hier wie nicht das Jail, was Petrus sagt, wo er wird mitgehen. Und er dadurch, Jesus hing heran. Und Johannes kann das tun. Er hat so viele Connections, dass er wist, wo Petrus da kann anlauten. Und er leitet in der Nähe, und wie Petrus da auch beantworten kann sein im Jail. So das ist Petrus. Wir nach nur Beruf, mit das zu tun, was er gesagt hat, das hat das alle im Denk hat, weiß ich nicht, sagt das nicht, das ist nicht so wichtig, aber so nu wird Petrus start. Und dann sagen wir bei Vers 55 in Lukas, das 22. Kapitel. Und da sagt jetzt es steht, als sie am ihr festgenommen haben, gingen sie mit ihm weg und brachten ihm nur den hohen Priester sein Haus. Petrus ging weit auf, hing heran. Als hij zich midden op den Hof in 4 omstakten en door raamdoel zaten, zat Petrus ook mank aan. En dan kwam een dienstmeisje en zag aan beim 4 zaten. Zij kijkt hem direct aan. Okay, hier is somebody that kijkt. Zij kijkt hem direct aan en zei, dis man wie ook met hem. Ik meen met Jezus top. Hij aber verlucht dat en zei, Free, ik kan dem überhaupt nicht. Okay, so niemand van denken, der Petrus sagt, mangt die Soldaten, mangt die Menschen an een groot huis, an een groot gebied, an een groot courtyard, vielleicht ist es am Süden auch manchmal han. Bedienst da am 4, was will er hier nu sagen, nicht? Und so, no, hij kann Jesus uns nicht. Das ist, was er sagt. Vers 58. Ein Stückchen wieder sagt ihm noch wer und sagt, du bist auch einer von an. Und Petrus aber sagt, Mensch, das sehe ich nicht. Dann ungefähr eine Stunde sagt noch wer. So, das ist hier eine lange Nacht, nicht? Wenn ich was von der Zeit zu Jesus haben falsch genommen und wir sind uns verstellen, Klock 8 oder Klock 9 sowas oder Klock 10, weiß nicht. So, das kann sein, Klock 1, Klock 2 danach, hier war es, wer weiß, Klock 3. Was da noch lauter wenn, was das ever ist, dann wird es als Smorris und der Hund fangen an zu krähen. Das ist auch manchmal so tierisch. Vers 59. Dann ungefähr eine Stunde seht noch wer.
Ich zie mij sicher, dat deze ook met aan wie wils hij is in Galilea. Zo zijn stem, ik geloof dat een andere boek zegt het, dat Jezus, dat Petrus zijn accent, als hij reden, als hij uitspreken, dat ging te horen, dat hij weer van Galilea krijgt, es weer verschiedene dingen zei, niet van, wo einmal wie sind, wir reden ein bisschen verschieden, dat ja te horen, oh, dat is van door, dat is van door, en dat weet hij, dat is je klaar, die best van door. En dat is wat is er, hey, die best van Galilea, wat die best een van Jezus zijn Jünger. Petrus aber sagt, Mensch, ich weiß nicht, von was ihr redet. Und was hij sich vielleicht dann noch versucht, ihn wieder umzusagen, dass das nicht in Galiläische gedreht sein. Wer weiß, das merkt mir bloß deutlich, das sagt die Bibel nicht. Ich weiß nicht, von was ihr redet. Und sobald, während er noch redet, kräht der Hund. Und hier ist das Ding, hier ist, wie Jesus nur Petrus checkt. Dann dreht der Herr sich um und checkt Petrus an. Und so dat habe ich weten, Petrus zat daar bij hem 4 en checkt naar Jezus. Bij hem Jezus daar verleen. En zij hier den Hohn krijgen. Wat hij naar Jezus gecheckt had, dat hij zag dat Jezus checkt naar hem. En dreht der Herr sich um und checkt Petrus an. Was schaut sie dir für, was hat Petrus und Jesus in die Augen gesehen? Wie das ein Black, that Petrus auch wird sagen, if looks could kill, then I would be dead. Wie das Maße an Jesus in die Augen bent, das sehe ich die, das was die verstehen. Das wüsste ich. Aber das sage ich nicht, was Jesus an Jesus in die Augen wird, das sagt er nicht. Die Leute wird an traurig gecheckt. Okay. Das kann leicht sein. Was von den Juden haben wir noch? Was wird Petrus an Jesus in die Augen gesehen haben? Er satt am 4, man all diese Fiend mit ihren Spießen und Massers und Starker, was immer sie da haben. Maar aan de wijn ben, tegen gesloten vierten. En die had Jezus daar verleren en Jezus checkt naar hem. Wat blijft u af en Jezus in die uren zijn? Live. Ja, ich meine, wir können uns erst was feststellen. Das sage ich nicht, was Petrus sagt. Das sage ich bloß, was Petrus deed. Was Jesus in Black an Petrus deed. Das sage ich das. Dann dacht Petrus daran, was der Herr gesagt hat. Eier, der Hund krähen wird, wirst du dort 3-mal verloren haben, dass du mich kannst. Dann ging Petrus ruhig und hielt bitterlich. So ich glaube, wie die Vers ich wieder drin nehmen, dass Petrus sagt, die Wahrheit an Jesus in die Augen. Er fällt, dass Jesus kann krank sein, was Jesus da nicht. Ich glaube nicht mit der Antwort, ich sehe die, dass das wird passieren, aber wir bloß, ja, das ist, was ich hier sehe. Nu bist ja am See boven. Du wirst groß am See boven, Petrus. Und du hast es nicht gebüht, du hast es nicht gemerkt. En aber ich glaube, du bist reich. Jesus wird dann traurig was. Und ich glaube, Jesus wird dann seine Augen worden sein, voll Liebe was. Wieso glaube ich dort? Ich stimme mit. Dass Jesus seine Augen worden sein, voll Liebe was. Wieso wird das? Because Johannes 3, Vers 18 explained Jesus mal zu Nikodemus, wieso er kam zu sterben. Und wie wenn so hat Gott die ganze Welt gelebt, dass er sein einziger sehen darf, nicht?
Jesus, dit is kracht voor wat ik hier zie, om verdienen zijn te sterven. Und der Pfarrer sagt, wie gleichen Arm wird sie uns erst gegleicht haben. So, das liegt uns sehr viel, das liegt uns zu uns selbst. Wir uns können fragen, was kommt in unsere Ohren rein? Was lesen unsere Kinder in unsere Ohren oder die Menschen um uns? Lesen die Massage oder lesen die das Direkti oder lesen die live, lesen die Wahrheit, was immer. Das ist ein Ding, was wir uns fragen können, so das kann für uns ein Segen sein. Jesus, Petrus wie ein Bruder, das habe ich hier in dieser Geschichte gesehen. In Matthäus 16, Vers 15, kam das zur Frau, dass Jesus seine Jünger fragt, dass wir lang fertig all, wo Jesus muss sagen, okay, wer glaubt je, dass ich sie? Und er prüft im Bett, dass wir auch im Bett sehen, wer glaubt je, kommt er dort anfangen zu verstehen, wer ich sie? Matthäus 16, Vers 15. Und er sagte an, und wer sei je, dass ich sie? Simon Petrus antwortet, du bist der Christus, den lebenden Gott sehen. Jesus sagte Petrus, selig bist du, Simon, Jonas sehen. Das hast du nicht von Menschen, das hat mein Vater im Himmel die offenbart. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Stein, wo ich meine Gemeinde bauen, die Todesgewalt niemals wird der Überhand kriegen. So, die Gemeinde wird die Todesgewalt niemals Überhand haben, in der Gemeinde als auf den Stein vom Glauben an Jesus Christus gebiet. Und Petrus, wie hier, da wird das mal sehen. Du bist Jesus Christus, Gott ihn sehen. Du bist der Erlöser, du bist der Messias. So, das hat Jesus hier erkannt, und Jesus wusste das, Jesus hat das gesagt, dass die Gemeinde, die Kirche, seine Kirche wird niemals ganz versteht worden. Aber hier nicht auf einmal, wie Petrus auf dem See würde, es sich so fallen, okay, was hat er nicht getan? Der hat Jesus verloren. Wir weiten, dass Luther kam Jesus nur Petrus und früher ist er am gleicht. Und Jesus haben eine Chance, Buße zu tun und trägende Arm zu kommen. Das hat ihr seht, wenn du trägende mich kommst, was sagt Jesus da? Wenn du trägende mich gekommen bist, dann stark deine Brüder. Wir weiten die Geschichte, wie Jesus Petrus dann anlädt, und wie gleichst du mir? Petrus sagt, ja, du weißt recht, ich glaube, dann sagt Jesus, dann fahre meine Schub. 3-mal, oder werden meine Schub. 3-mal fragt er an, dass du. So Jesus, der kriegt dort, was er hier sieht, was er wird, und er kommt nach Petrus und er gibt ihm den Chance, nicht? Wenn da fing wie Jesus seine Life so ban für uns auch. Und dann fing wir dort an, Apostelgeschichte, Kapitel 2, wo Petrus der Erste war, was er predigen deit, und so kann ich predigen deit. Er predigt, dass Jesus wieder Christus war. Das fing wir in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Er erlaubt die Menschheit zum Buße tun, zum nur Gott kommen, zum Jesus anerkennen. Er sagt, wer immer der wird an Jesus glauben, wer immer wird an nur einmal erlauben, der wird gerat sein. Da wären 3000 Menschen, die das dann deuten, ab Pfingsten. So dass wir nur her, da deut Petrus Jesus seine Schub werden. Das ist interessant, wenn wir denken an Jesus checken. Das fingen wir auf meiner Stellen in der Bibel, wo Jesus seine Üben wären. Das Idee von einem Kriegschecken an der Wüste. Fingen wir dort, dass die Schlangen kamen, die beitenden Menschen. Und dann soll Moses dann eine Schlange auf dem Kreuz, auf dem Pool abhängen. Und dann sollen sie, was sollen sie tun, um geheilt werden? Sie sollen die Hand checken, nicht? So dass die Lehre für uns auch. Weißt du die, wer wir uns nur Jesus zu checken? Manchmal, wer wir uns das gehen. Wir haben ein belodenes Hort, oder wir haben ein, was immer, ein verplaudert Hort, oder wir haben ein Hort, was er abgeben will. Und immer, wir werden uns, wollen Gott erreichen, nur Jesus checken. Und das fehlt aber, dass wir das tun. Das Petrus da 4 Mann, der Allah sagt, und er checkt nur Jesus dort hin. Wenn er nicht nur Jesus gecheckt hat, dann würde er auch nicht Jesus seine Üben gesehen haben. Nicht? Da ist Gott seine Gnade, was uns
de busse en wat ons trainen armen open dat. Johannes 1, Vers 14 beschrijft Johannes Jezus. En ik heb je das Vers al veel meer gebracht en dat wil ik ook nog veel meer. Johannes 1, Vers 14. En dat woord wordt mens en woont mank ons. En dat redt van Jezus. En wie sagen, wel herrlich hij weer. Eine Herrlichkeit zoals ein Vater seinem einzigen Sohn geeft, voll Gnade en waarheid. En dat is wat ik denk, dat is wat Petrus aan Jezus in de uren zag. Vol waarheid en ook vol Gnade beides. Jezus zei, ik zie niet gekomen om de wereld te verdammen. Maar ik ben gekomen dat je kan naar mij komen en ik wil je intraden. En ik geloof dat is wat Petrus bij Jezus zag. En dat is voor ons van der. En we kunnen naar Jezus kijken. En dat ons manchmal wei, wanneer we naar Jezus kijken, dan we op einmal ontzelfd zijn. We gleichen vielleicht der andere te zijn, oder we gleichen bloß de Vergangenheit te zijn, oder we gleichen wat allemaal alles. Manchmal zijn we bloß de Leinisse, wat we han ooit noemen. Wenn wir naar Jezus kijken, dan op einmal dan kunnen we ontvangen, onszelfs te zijn. En dat gaat niet helemaal schijn. Bij Jezus zijn uren zijn ook vol lief en vol Gnade. Ik wil zum Aufschließen in Hebräer Kapitel 4, Vers 14, Vers 16 lesen, da sagt es steht, willst wie Jesus Gott ihnen sehen, als hohen Priester haben, der durch den ganzen Himmel gegangen ist, weil wir an uns Bekenntnis festhalten. Das ist, wenn wir schon am See sind, weil wir uns Bekenntnis, uns Glauben festhalten. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfeilen kann, aber einen, der an alles Kraft so versagt worden ist, als wir sind, aber ohne zu singen. Deswegen, weil wir voll Vertrauen nun Gnadenthron gehen, dass wir Mitleid kriegen und Gnade fingen zu der rechten Zeit, wenn uns der Halb neidig fehlen wird. So meine Anladung ist von der für uns alle, dass wir mit einmal von der Lehre sind, weil wir uns wehren, nach Jesus zu kijken. Und amloten an uns Gott ankijken. En waar we zien Gnade, we worden door Gnade en lief en kracht vinden bij hem. Mag God je zegenen.